Jesus Christus. Amen. Seid ihr fröhlich? Amen. Seid ihr fröhlich? Amen. Seid ihr bereit, jetzt Nahrung zu kriegen? Das ist das erste Mal in diesem Jahr, dass ich jetzt predige. Deswegen danke ich nochmal meinem Pastor in der Ferne, Papa Jean-Claude Dinganga, dass er mir wieder diese Ehre gibt, hier vorne zu stehen. Ich danke jedem Einzelnen, der mich unterstützt durch Gebete, der mich motiviert und die mich unterstützen, immer nach vorne zu gehen. Unseren ältesten Papa Paulo, und mein Schwager Chris Oya, Prophet Chris Oya. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Gott soll euch noch viel mehr geben, als er mir gegeben hat. Dankeschön. Amen. Gut, bevor ich anfange zu predigen, bete ich erstmal. Jeder soll jetzt für sich auch nochmal kurz Ruhe finden. Ne? Wir werden nur eine Minute kurz, werde ich laut beten und jeder betet nochmal leise für sich. Halleluja. Amen. Vous êtes motivé? Soll ich anfangen? Ja. Okay, gut, dann fangen wir jetzt an. Vater unser im Himmel, ich danke dir vielmals, was du für mich getan hast. Ich danke dir, dass du mir diese Ehre gibst, Gott, wieder hier vor dir zu stehen und zu predigen. Gott im Himmel, ich danke dir wirklich für dein Mitleid, was du jeden Tag für mich hast. Viele Leute haben nicht diese Chance, hier vorne zu stehen und zu predigen. Viele Leute haben nicht die Chance, gesund zu sein und aufzustehen. Aber Gott, mir gibst du immer wieder die Chance, aufzustehen. Mir gibst du immer wieder die Chance, weiterzumachen. Weil du mich liebst. Deswegen hinterlasse ich die heutige Predigt, den heutigen Nachmittag. Das soll nicht das soll kein normaler Nachmittag und keine normale Predigt sein. Mein Gott, Pasteur Jean-Claude Dinganga. Der Gott von Pasteur Jean-Claude Dinganga. Pasteur Blaise Mayeto. Und auch der Gott von Pasteur Blaise Mayeto. Bitte. Ich bitte dich darum, bitte verwende mich als dein Instrument. Lass mich dein Sprecher sein. Möge der Mund von mir sein, aber die Worte von dir kommen. Bitte segne diesen Sonntag. Pardon, Pambola dimanche Lelo. Amen. Amen. Sei gesegnet. Lass uns klatschen. C'est la plus grande de la gloire de la première maison. Genau, das ist das Thema von dieses Jahr. Unser Thema sagt schon sehr viel aus. Sprich, die erste Wohnung, die kaputt gegangen ist, also wir reden jetzt hier von zwei Sachen, also sprich eine Wohnung, die gesegnet war, aber die dann kaputt ging. Und dann kommt die zweite Wohnung, die noch viel gesegneter war und mächtiger als die erste Wohnung. Jetzt kommen wir zu dem Teil von meinem Thema. Was dazu passt. Ich will euch die Geschichte nochmal von Hiob erzählen. Folgt ihr mir? Okay, gut. Ich will euch die Geschichte nochmal von Hiob erzählen. Hiob war ein gottesfürchtiger Mann.
Job azalaki mutu moko azalaki kobanga Nzambe. Er hat Gott sehr, sehr geliebt. Alingaki Nzambe mingi. Er hat Gott auch mit ganzem Herz geliebt, obwohl er alles hatte. Azalaki kosalela Nzambe na motema mobimba. Or azalaki pe na deja na eloko nyonso, azalaki na bozwi nyonso. Er war ein sehr reicher Mann in der Zeit. Deswegen werden wir jetzt was lesen. Und danach werde ich euch dazu was erzählen. Genau. Wir werden das jetzt Hiob 1, Chapitre 1. 1 bis 5. Wir fangen erstmal da an. Des versets 1 à 5. Genau. Ich bitte meinen Bruder Kevin, ob er lesen kann. Französisch, gell? Il y avait dans le pays d'Hôte un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détourna du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnant tour à tour un festin, et il invita leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 5. Et quand le jour de festin étant passé, Job appelait et sanctifia ses fils, puis il s'est levé d'un bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. La parole du Seigneur. Dankeschön, mein Bruder. Wir lesen das jetzt auch nochmal auf Deutsch. Jimmy, kannst du lesen, bitte? Okay, ich lese im Namen Jesus Christus. Im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob, der rechtschaffen und aufrichtig war. Weil er Ehrfurcht vor Gott hatte, hütete er sich davor, Böses zu tun. Okay, warte. Der erste Teil sagt schon, dass er Angst vor Gott hatte. Trotz, dass er alles hat. Er hat alles, aber er hat immer noch Angst vor Gott. Seid ihr aktiv? Okay, wir lesen weiter. Er hatte eine große Familie mit 7 Söhnen und 3 Töchtern und besaß riesigen Viehherden, 7000 Schafe und Ziegen, 3000 Kamele, 500 Rinder, Gespanne und 500 Esel. Okay, stopp. Jetzt wiederholst du nochmal diesen Vers, was er alles hatte, bitte. Okay. Wo es alles aufgezählt war. Auch wenn es auf Deutsch ist. Jeder soll versuchen zu verstehen, jeder sieht die Nummer, wie viele Sachen er hatte. Mais mutu nyonso a comprendre nini oyo Job azalaki nango atanga penza ba chiffre oyo ekomami na Bible. Okay, wir wiederholen nochmal. Okay, nazo répéter. Er hatte 7000 Schafe und Ziegen, 3000 Kamele, 500 Rindergespanne und 500 Esel. Okay, weiter. Dazu sehr viele Hirten und Mägde. Hiob war der reichste und angesehenste von allen Herdenbesitzern im Osten. Dankeschön. Hiob war der reichste und angesehenste vom Osten. Job azaki les plus riches et les plus honorés na Est. Folgt mir, meine Brüder und Schwestern. Wie viele Menschen kennt ihr in der heutigen Zeit, die reich sind und Macht haben, aber trotzdem gottesfürchtig sind? Könnt ihr mir folgen, meine Brüder und Schwestern? Viele, wenn die Macht haben, verlieren die Gott in deren Leben. Viele, wenn man denen schon ein bisschen gibt, verlieren schon, ich habe es mit meiner eigenen Kraft geschafft. Könnt ihr mir folgen, meine Brüder und Schwestern? Obwohl das ist alles nur materiell, das ist alles
Weil nach diesem Leben hier auf Erde wird es noch ein Leben geben. Deswegen lasst euch nicht von diesen Sachen, was wir hier auf Erden haben, dass ihr schon Gott vergisst. Okay, wir lesen weiter. Verset 4. Genau. Jahr für Jahr feierten seine Söhne reihum in ihren Häusern Feste, zu denen sie auch ihre Schwestern einluden. Genau. Immer wenn die Festtage vorbei waren, ließ Hiob seine Kinder zu sich kommen, um sich mit ihnen auf ein Opfer vorzubereiten. Schon früh am Morgen stand er auf und brachte Gott viele Brandopfer dar, für jedes Kind eins. Das hat Hiob jedes Mal, denn er dachte, vielleicht haben sie sich schuldig gemacht und Gott insgeheim verflucht. Amen. Amen. Ach, wo bitte nochmal, pardon. Lass uns für den Herrn erstmal klatschen. Was ich euch damit sagen will, er war so gottesfürchtig, dass immer wenn seine Kinder gefeiert haben, hat er Opfer gebracht, weil er Angst hatte, dass seine Kinder gesündigt haben vielleicht. Es ging nicht mal um sich selber, er hatte so Angst vor Gott. Hat er für Opfer gebracht, damit Gott wenigstens auch seinen Kindern verschont, wenn die Kinder Fehler machen. Jedes Jahr, für Kind hat er ein Opfer gebracht. Und jetzt fragt euch mal, wer von euch bringt solche Opfer, wenn seine Kinder Fehler machen? Halleluja. Amen. Könnt ihr mir noch folgen? Wer ist so reich und steht trotzdem auf und bringt Opfer für Gott? Nani azana bozue bele pe azosala quand même ba sacrifice pour Nzambe. Deswegen manchmal dürfen wir uns nicht wundern, dass wir immer noch da sind, wo wir sind. Das, was unser Pastor Jean-Claude Tinganga mal gesagt hat. Manchmal gibt dir Gott nicht mehr, weil er weiß, dass du ihn dann vergisst. Deswegen werden wir immer auf diesem Gehalt mit 1500 bleiben. Obwohl normalerweise könntest du mehr kriegen. Aber da der Gott so sehr liebt, lässt er dich immer noch auf dieser Position bleiben, weil er weiß, so bist du nicht weg von ihm. Halleluja. Amen. Ah, nochmal mal fallen wir bitte mal Bobo. Wo soll er noch? Alles, was ich jetzt sage, das ist nicht von mir, das ist biblisch. Versteht ihr, meine Brüder und Schwestern? Könnt ihr mir folgen? Sprich, Gott gibt dir nicht mehr, weil er dich so sehr liebt. Weil jetzt bringst du Opfer. Weil du willst, du willst, dass Gott dich segnet. Deswegen bleibst du erstmal da. Deswegen musst du dich fragen, wenn ich mehr habe, bin ich immer noch gottesfürchtig? Werde ich immer noch Opfer bringen? Werde ich immer noch sonntags zur Kirche gehen? Werde ich immer noch fasten? Werde ich immer noch beten? Wenn ich aufstehe? Werde ich dankbar sein für das, was ich habe? Wenn du mit kleinen Dingen nicht umgehen kannst, wie willst du mit großen Dingen umgehen? Die Deutschen sagen, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Also mériter un cent. Derjenige, der nicht mal mit einem Cent, der einen Cent nicht ehren kann, der hat auch kein Recht dazu, einen Euro zu kriegen. Du kannst an der Kasse sein und was kaufen, aber wenn dir ein Cent fehlt,
die werden es dir nicht geben. Du wirst dir denken, ach, das ist nur 1 Cent. Aber trotzdem werden die es dir nicht geben. Deswegen sind die Deutschen reich, und wir Afrikaner immer noch arm. Weil wir die ganz kleinen Sachen nicht ehren und schätzen. Könnt ihr mir noch folgen, meine Brüder und Schwestern? Deswegen müssen wir Dankbarkeit zeigen. Sei dankbar, wenn du aufstehst. Sei dankbar für deine Gesundheit. Sei von allen dankbar für deine Kinder, die Gott dir gegeben hat. Wie viele Mütter in diesem Moment weinen, weil sie keine Kinder kriegen? Wie viele sitzen im Krankenhaus liegen im Krankenhaus und beten, dass sie die Gesundheit haben, die wir haben? Bringst du dafür Opfer? Das, was du jetzt in diesem Moment hast. Weiter. Also, Hiob war so gottesfürchtig. Er brachte immer wieder Opfer. Und viele würden sich jetzt fragen, wenn wir auch in dieser Geschichte weiterlesen, wenn Hiob so gottesfürchtig war, wieso hat Gott dann zugelassen, dass ihm alles wieder genommen wird? Und das ist dieser Lieblingsteil dieser Geschichte, also von mir selber persönlich. Es heißt nicht, wenn du gottesfürchtig bist, dass der Teufel dich nicht angreift. Gerade weil du gottesfürchtig bist, will der Teufel alles dafür tun, dass du fällst. Halleluja. Amen. Wieso werden diese mächtigen Pastoren, Propheten, immer so angegriffen mit schlechten Kritiken oder immer so, Asimba Kisi, Asalaboy, Boy. Man sagt viele Dinge über sie, dass der hat bestimmt hier irgendwas gemacht, damit er so erfolgreich sein. Man greift die an, weil die von Gott sind. Weil genau, was bringt es jemanden anzugreifen, der nicht von Gott ist? Der hat eh nichts zu verlieren. Der ist schon verloren. Aber der Teufel will den Namen von Gott so in den Dreck ziehen, deswegen greift er genau die an. So immer so bundisayo. Wenn man dich bekämpft, weil du von Gott bist. So immer so bundisayote. Wenn man dich nicht angreift, dann bist du nicht von Gott. Deswegen versucht man uns anzugreifen, damit wir fallen. Weil wir scheinen wie Licht. Wir scheinen wie Licht. Denn der Teufel weiß, dass wenn er uns einfach so lässt, werden wir noch andere parce que le diable a dit très bien. Sauf qu'à l'église qui est si mal facilité. Bino pe mo di melanzambe o ya di melaka. Bino pe mo di melanzambe o passer nganga sambelaka. Bino o mo di melanzambe o papa mama sambelaka. Halleluja. Deswegen müssen wir bekämpft werden. Damit wir zum Schluss merken, das haben wir nicht mit unserer eigenen Kraft geschafft, sondern mit Gottes Kraft. Denn du bist nichts auf dieser Erde. Du bist nichts auf dieser Erde. Und diese Probleme, was wir für Probleme haben, die sind normalerweise schon längst gelöst. Niemals wird Gott ein Problem in dein Leben lassen, das du nicht selber wieder bekämpfen kannst. Parce que Nzamba yebi très bien. Denn Gott weiß ganz genau, wie viel Last du tragen kannst. Du hast es verstanden. Jamais Nzamba a permettre problème que comme là au sac et yo solution. Niemand ein Problem zulassen, ohne dass
dass die Lösung schon da ist. Yeba sima comme ma bezo comme la yo. Du solltest, wenn etwas Schlechtes auf dich zukommt, Solution pesa déjà dann wana. ist die Lösung auch schon da. Wir lesen jetzt weiter. Tozo continuer kotanga. Damit ihr versteht, das sind nicht meine Worte. Pour vous comprendre que eza makambo o ngate nazo lobela bino kabwe. Das ist alles von der Bibel. Eza nyonso ekomama na Bible. Halleluja. Amen. Okay, gut. Mein Bruder Kevin, kannst du bitte weiterlesen von 6 bis 8? Frère Kevin, on peut continuer dans verset 6 à 8. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8. Ja, genau. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Cet homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Okay, danke schön, mein Bruder Kevin. Und jetzt nochmal auf Deutsch. Okay, Von 6 bis 8. ich lese im Namen Jesus Christus. Eines Tages versammelten sich die Gottes Söhne im Himmel und traten vor den Herrn. Unter ihnen auch der Satan. Woher kommst du? Fragte ihn der Herr. Ich habe die Erde durchstreift, gab dieser zur Antwort. Der Herr erwiderte, dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen Zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und nichts zu Schulden kommen lässt. Amen. Amen. Meine Brüder und Schwestern, wir gehen weiter. Du so continuer. Also, es war Gott oben, Nzambe na likolo. hatte seine Versammlung mit seinen Engeln sozusagen. Azaki neti conférence na ba ange na ye. Damit ihr seht, wie mächtig auch dieser Teufel ist. Pour comprendre que Satan peut quand même avoir la puissance. Unter diese Engel befand sich auch der Teufel. Na kati ba ange li wana ye Satan peut avandi wana. Versteht ihr, was ich meine? Est-ce que vous comprenez? Und Gott ist einfach faszinierend. Er lässt den Teufel machen, was er will. Er darf sogar selbst in dieser Konferenz mit dabei sein. Ihr könnt selber in der Bibel lesen, er fragt, wie bist du hier gekommen? Er hat seine Explikation gegeben, ja, ich bin so und so und deswegen bin ich hier gelandet. Und dann kommt wieder das Schöne, und dann sagt er, Gott zu ihm, ist dir mein Sohn Hiob aufgefallen? Der so gottesfürchtig ist, der so vollkommen ist, also der fast keine Sünden hat. Könnt ihr mir folgen, meine Brüder und Schwestern? Wenn es jetzt in diesem Moment wieder so eine Konferenz gibt, denkst du, Gott wird genauso von dir reden? Meine Brüder und Schwestern, Prophet Christa, kommt dran. Merci. Wenn jetzt in diesem Moment eine Konferenz ist, denkst du, Gott wird genauso von dir reden? Weil wir sind stark immer mit Finger auf andere zu zeigen. Aber jetzt zeigt mit dem Finger auf mich. Da wir Gottes Kinder sind, ey, wie sagen wir von der Sag deinem Nächsten, Gott wird gut über mich sprechen. Gott wird gut über mich Zeugnis geben. Glaubt ihr daran? Soll ich weitermachen? Okay, gut, now continue. Ich mach weiter. Er hat gesagt, hast du meinen Sohn Hiob gesehen? Was antwortet ihm der Teufel? Satan a fait ses réponses nini. Also Teufel war Réponse mon invité. Der Teufel hat auch seine eigenen Antworten. Er ist doch nur so, weil du ihm alles gegeben hast und so und er unter deinem Schutz steht. Was für eine Antwort. Und dann, kein Problem. Das ist so, wie als würdest du Gott herausfordern. Gott mag es nicht, wenn du ihn so testest. Gott mag es, wenn du ihn testest. Entschuldigung, Gott mag es, wenn du ihn so testest. Genau wie wir immer Gott immer wieder testen. Genau will der Teufel immer wieder Gott testen. Wenn ich ihn jetzt alles nehme, bin ich mir sicher, wird er dich vergessen.
Wenn ich Ihnen jetzt alles nehme, was wir aufgezählt haben, wird er dich vergessen. Meine Brüder und Schwestern, könnt ihr mir folgen? Jeder soll wieder inspirieren. Weil plasi moko to misato basangani nzamba za nakati. Est-ce que vous avez dit nzamba za nakati? Saint-Esprit aza nakati moko na moko. Sikoto to senga nzambi jetzt nochmal. Deswegen fragen wir den Herrn. Ich will, dass jeder wirklich konzentriert ist und mir folgt. Die Präsenz Gott, ich kann sie spüren. Ich weiß ganz genau, jeder von euch hier in diesem Raum wird mit einem Plus heute nach Hause gehen. Meine Brüder und Schwestern, könnt ihr mir folgen? Halleluja. Also wenn ich Ihnen alles wegnehme, dann wird er dich vergessen. Genauso wie der Teufel ist, genauso sind auch andere Menschen. Die wollen dich zu Fall bringen. Deswegen machen manche Leute Blockaden in dein Leben. Deswegen legen dir manche Leute Steine auf den Weg. Damit die dir zeigen, dass dein Gott gar nicht so stark ist. Aber jetzt sage ich euch eins. Apatia lelo. Oyo nyosa chama kalna vina yo. Oyo nyosa so chama Steine auf deinen Weg legen. Yemo kwa kokoya yoto okoya yemo to okoya. Apatia lelo. Oyo nyosa so bloquer vina yo. Oyo so sala ke santé no za malamu te. Oyo so sala ba finance so esimba te. Oyo so loba mabe pona yo. Ezate yo muto kokoya yemo kwa kokoya. Parce nzambe na biso to sambelaka. Alingaka biso mingi. Oh. Ihr tut gerade so, als hättet ihr keine Probleme. Wenn ich hier predige, gell? Wenn ich hier predige, seht mich nicht einfach Clinton. Na moment on a commis porte-parole en Zambie. Na moment on a commis porte-parole en Zambie. Deswegen wiederhole ich es noch. Alle, die eure Leben blockieren, eure Probleme, eure Gesundheit, eure Finanzen, egal was euch Schlechtes lebendig. Azana bomoi, apetika apekse kwa zero zana bomoi. Alléluia. Komo beta no mabo makasi. Jeder, der hier sitzt, hat seine eigenen Probleme. Keiner ist besser als der andere. Manche zeigen es, manche behalten es für sich. Aber keiner ist besser als der andere. Wir kommen von der Erde und wir kehren noch zurück in die Erde. Alles werden wir hier lassen. Deswegen habe ich gesagt, alles ist vergänglich. Alles wird vergehen. Alléluia. Amen. On continue. Ich mache weiter. Gott hat sich provozieren lassen. Gott hat diese Herausforderung angenommen. Alle Probleme, die in dein Leben vorkommen, denk nicht, Gott wusste nicht, Gott ist überrascht, dass dir dieses Problem widerfährt. Gott weiß über alles Bescheid. Deswegen sagt man auch, deswegen fragt Gott nicht, warum ich. Er wusste schon, dass es dich treffen wird. Frag dich nicht immer, wieso leide ich so? Er weiß ganz genau, du musst da durchgehen, um seine Größe zu sehen. Du musst da durchgehen, um damit andere Leute Zeugnis von dir geben. Würdest du schätzen, wenn alles mit Leichtigkeit kommt? Jetzt war ich kurz auf Legal. Netzi, wenn du Geld machst, mit deinem eigenen Schweiß, 8 Stunden arbeiten.
Oh, calculer ganz genau avant de passer en Du wirst immer berechnen, bevor du das Geld ausgibst. Ganz genau, tu não cansa. Ah, bom, nós vimos na passe. Denn du wirst immer denken, boah, das Geld habe ich mit Schwere verdient. Est-ce que nós somos uma pensa oio? Soll ich das wirklich kaufen? Nein, die dizer bom, tu não oio. Soll ich dieses Geld wirklich dafür Du verwenden? denkst ganz genau drüber nach. Aber Geld, was du mit Leichtigkeit kriegst, das schmeißt du mit um dich herum. Das schätzt du nicht. Verstehst du, was ich meine? Das ist so wie unsere Eltern, die nach Europa gekommen sind. Die haben Asyl beantragt. Die haben wirklich einen Moment, was sehr, sehr schwer war, durchgemacht. Deswegen, da, wenn sie dann ihren Aufenthalt bekommen haben, laufen die immer korrekt. Weil die wollen nicht, dass man denen wieder dieses Aufenthalt wieder wegnimmt. Genau so ist es mit Gott. Gott gibt dir. Aber du musst korrekt laufen. Genau wie er dir gibt. Genauso kann er zulassen, dass man es dir wieder nimmt. Halleluja. Deswegen frag dich, was man dir auch weggenommen hat. Hättest du es wirklich behalten können? Hast du es dir verdient, es zu behalten überhaupt? Hast du diesen Wert erkannt gehabt von dem, was man dir weggenommen hat? Halleluja. Amen. Viele haben Arbeit verloren. Wo du gearbeitet hast. Hast du auch wirklich geteilt? Gegeben? Oder hast du es nur für dich gehalten und dachtest, ich habe Arbeit, mir geht es gut, der Rest ist mir egal? Und sagen wir, pardon, Europa. Du fragst Gott, oh Gott, ich möchte unbedingt nach Europa. Ich möchte meine Familie helfen. Du kommst nach Europa und du hast deine Familie vergessen. Soll ich mal Beispiele für uns Jugendliche? Oh Gott, bitte, wenn du mir diese Ausbildung gibst, ich gebe Zehntel. Das habe ich so oft gesagt. Gott, wenn du mir diese Arbeit gibst, dann werde ich so und so machen. Wenn du mir dieses Auto gibst, werde ich so und so machen. Er hat mir gegeben, aber ich habe mich nicht an dieses Versprechen gehalten, was ich ihm gegeben habe. Und er hat wieder genommen. Herr, könnt ihr mir folgen, meine Brüder und Schwestern? Soll ich weitermachen? Oh Gott, wenn du mir dieses Kind gibst. Wir lesen, es gibt eine Geschichte in der Bibel. Jeder weiß die Geschichte. Bitte Gott, schenk mir einen Sohn, schenk mir ein Kind, schenk mir ein Kind. Ich werde es dir wieder geben, ich werde wieder opfern und so. Wie viele von euch hätten das gemacht? Viele Leute beten für ein Kind. Man gibt ihnen ein Kind, aber genau du wieder verfluchst dieses Kind. Genau, du sagst schlechte Dinge über dieses Kind. Du beleidigst es. Manche verfluchen. Aber du vergisst, dass du immer gesagt, Gott, bitte gib mir ein Kind, gib mir ein Kind. Das sind diese Sachen, was du schätzen musst, du anfangen zu schätzen. Wir müssen nicht immer nur Geld schätzen, vom Geld reden. Diese Sachen, was wir jetzt haben. An uns Jugendlichen zum Beispiel. Wir müssen anfangen zu schätzen unsere Mütter und unsere Väter. Wie viele Leute wachsen, wie viele Jugendliche wachsen gerade ohne Papa und Mama auf? Halleluja. Amen. Lasst uns jetzt endlich unsere Eltern schätzen. Aber genauso wie wir aber auch die Eltern. Fangt uns an, uns Kinder zu schätzen. Ja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Fangt uns an, Kinder zu schätzen.
Es gibt so viele Eltern, die keine Kinder kriegen können. Aber Gott hat Gnade mit unserer Kinder und hat euch ganz viele Kinder geschenkt, hübsche Kinder. Amen. Halleluja. Amen. Okay, do continue. Wir machen weiter. Okay, Gott ließ alles zu, Donc Nzambe permettra dass Hiob alles verliert. que Job abungisa nyonso. Also er wusste davon Bescheid, dass Hiob alles verlieren Donc wird. Nzambe yebaki na ye déjà que ndenge eza boye Job azobungisa biloko nyonso. Er hat gesagt, nimm ihn alles. Ayebisi Satana, ok, zwa nyonso. Nimm ihn alles. Zwa nyonso. Aber lass ihm mir eins da. Mais tika kaka eloko moko. Wer weiß, was es war? Nani ayebi soki ezalaki nini? Ah, lass ihn leben. Botikela ye molimo na ye. Nimm ihn alles. Zwa ye nyonso. Alles. Nyonso. Trotz, dass man Hiob alles nahm, ndenge bazwaki Job nyonso, war er aber trotzdem immer noch gottesfürchtig. atikalaki kaka na kobanga Nzambe. Er war immer noch gottesfürchtig. Azalaki kaka na kobanga Nzambe. Es gibt natürlich ein Part, er weint. Tomoni pe na histoire ke alelaki na ye. Er hat ein bisschen gelitten, weil er dann auch eine Krankheit gekriegt hat. Kosufri po azalaki na maladie. Aber er war immer noch gottesfürchtig. Mais azalaki kaka na kobanga Er hat Nzambe. immer noch versucht, keine Sünde zu machen. Azalaki toujours na makoki ya kosumuka te. Und jetzt denkt nochmal, tozongi wieder nach Kibubiso. Jetzt gehen wir mal zurück zu uns selber. Sinza mabotolio, komm wieder vor Bossen an Zambi. Wie, wenn Gott dir was nimmt, wie oft wirst du ihn vergessen? Viele Leute kommen sogar vom Weg ab, wenn man ihnen was nimmt. Bato misusu kutu babungi na nzela poka babotelie eloko moko. Ah, Zambo na Osambela, Musala babotolinga. Dieser Gott, der mich später, man hat mir meine Arbeit genommen. Aber nur tut den an Zambi. Er fängt an Gott zu zweifeln. Zambi banana osingo pambulanga na mbongo, Gott, so wie pambulanga oft te. habe ich dich gebeten, bitte segne mich mit Geld, aber du Aber segnest nur mich tut nicht. den an Zambi. Er fängt an Gott zu Zambi zweifeln. banana so singo mwana, ah, na Gott so so mwana bittet dich te. darum, bitte ein Kind zu kriegen. Ich kriege Aber ein nur tut Kind. den an Er Zambi. fängt an Gott zu zweifeln. Banana osingo libala, so pesa libala Sagt dir te. richtig darum, bitte, ich möchte heiraten, Aber aber nur du gibst tut mir den keine an Zambi. Ehe. Dann fängt die Person an Mais zu yeba mama zweifeln. patia lelo, Aber tano du eza ta ya solltest Zambi te. wissen, dass deine Zeit ist nicht Alles Gottes zu Zeit. seiner Zeit. Makambo nyonso na ntango na yango. Alles zu seiner Zeit. Eloko nyonso na ntango na Wenn du yango. es jetzt noch nicht hast, dann weil du es jetzt noch nicht verdient Soki hast. lelo oza nango nano te, eza mpo nano mérite yango te. Wenn du es jetzt noch nicht hast, weil Gott noch nicht gesagt hat, du sollst es kriegen. Eza mpo Nzambe nano alobi te ko ozwa yango. Wenn du es jetzt noch nicht hast, heißt es, du wirst es niemals kriegen. Das heißt es nicht. Soki oza nango lelo te, elakisi te ke Nzambe akopesa yo te. Weil 90% von den Sachen, was wir von Gott verlangen, Parce que toloba 90% na biloko oyo tosengaka epai na Nzambe. ist schon, das haben wir schon. Eza déjà wana, déjà tozwa. Es fehlt nur noch, dass es dir gibt. Etikali kaka ke apesa yo, alibere yango. Et c'est réalisé, voilà. Alléluia. Amen. 2021 Na année 2021, haben wir sehr viel verloren. Viele von uns. tobongisaki biloko ebele biso nyonso. Aber lass mich dir heute eins sagen. Mais tika na ye biso eloko moko. 2021 ist nicht 2022. 2021 eza 2022 te. 2021 eza 2022 te. 2021 Siozana ondima loba amen. Siozana ondima loba amen. Oyo nyonso mpezaki na 2021 na 2022 ozala komunene koleka. Oyo nyonso mpezaki na 2021. Alles was du verloren hast 2021 wirst du in doppelt zurückkriegen in 2022. Soki ozana ondima okozwa. Soki oza emle okozwa. So ozolanda Nzambe na obanga Nzambe okozwa. Yeba yango ozwi deja. Ekokisami deja. Ozana ondima. Ozana ondima. Lelo tokomeka Nzambe yango. Lelo tokomeka Nzambe yango. Akopambola biso te mois prochain. Akopambola biso te semaine prochaine. Akopambola biso lobi te. Akopambola biso sikoyo. Akopambola biso sikoyo. On a oublié ça, nous avons parole et la Bible, besoin de ce malade. Ça va pas pour la vie comme on a Jésus. Nous allons continuer. Könnt ihr mir noch folgen? Das ist alles, was wir von Gott wollen. Ist für Gott Kleinigkeit. Ne? Deswegen, wir dürfen auch manche Menschen nicht vernachlässigen. Unsere Brüder und Schwestern vernachlässigen keinen. Weil vielleicht wirst du deinen Segen durch ihn erhalten.
Alléluia. Amen. Et là, si tu pas bateau, bah, outil Afrique, si kato néglige à bango. Das heißt nicht nur, weil die jetzt aus Afrika gekommen sind, sollen wir die vernachlässigen. Vielleicht auch sei le moro na vie coûte plus ou plus Er pour wird toi vielleicht en was in Deutschland. deinem Leben machen, was noch viel größer ist, als jemand anderes gemacht hätte für dich. Moto azana bon moté ko négligé était. Jemand, der kein Geld hat, solltest du auch nicht vernachlässigen. Vielleicht azana plus mon peso mini Vielleicht koleka. hat er irgendwas, Oh moto mo au was peso dir te. noch viel mehr bringt, was dir keiner geben wird. Alléluia. Amen. Le bana moni mavali pe minongana o négligé oté. Sag dir deinem Nächsten, ich werde dich nicht vernachlässigen. Zama lo ibolingo, le bana moni onongana ko négligé Sag oté. deinem Nächsten, ich werde dich nicht vernachlässigen. Ngana o négligé oté. Ich werde dich nicht vernachlässigen. Ozala riche, ozala pauvre, ngana o Egal, ob négligé du reich oté. bist oder arm, ich werde dich nicht vernachlässigen. Ozala maladi, ozala bonne santé, ngana o Ob du négligé krank bist oté. oder nicht, ich werde dich nicht vernachlässigen. Ja, on doit prier. Deswegen werden wir beten. Immer wenn jeder zu Hause ist und betet, So umuntu wese azana kuzosambela. soll man sagen am besten, Lobaka, bitte Gott segne mich, Nzambe pambolanga, damit ich ein Segen für andere bin. mpona nzambe mapamboli mpona bato mosusu. Dann merkt Gott automatisch, dass du Liebe in dir hast. Wana nzambe azomona koza na bolingo na kati na yo. Dass du auch an deine Mitmenschen denkst. Ozokanisila bato oyo baza autour. Halleluja. Amen. Dass du Liebe in dir hast. Oza na bolingo na kati na yo. Weil wenn Gott nur dich alleine segnet und du deinen Segen für dich alleine behältst, Soki nzambe apamboli kaka yo moko epe yo moko bombi mapamboli wana mpona yo wird moko. er es dir schnell wieder nehmen. Wana aobotola yo yango noki. Halleluja. Amen. Soll ich weitermachen? Na continue. Wir gehen weiter. Tozo continue. Wie gesagt, er hat nicht an Gott gezweifelt, er hat immer noch an Gott geglaubt, der Hiob. Job azalaki toujours na kobanga nzambe mpe azalaki kodute na nzambe te. Bei Hiob 1,22 können wir das auch mal nachlesen. Na Job chapitre 1 verset 22 tozomona pe. Bruder Kevin, kannst du nur diesen Vers bitte nochmal lesen? Hiob 1,22. Frère Kevin okoki kotanga na Job 1 verset 22 kaka. Amen. Verset 22, Job 1er. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ich lese nochmal im Namen Jesus Christus. Genau, danke. Obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Viele, wenn die fallen, verlieren die den Glauben zu Gott. Bato ebele so bakwei babongisi kondima epai ya Nzambe. Aber genau da wird sich Gott jetzt manifestieren. Mais eza kaka na point wana epai Nzambe akose manifeste. Und glaub mir, und das, was du jetzt verloren hast, Eloko oyo obongisaki lelo, das, was du 2021 verloren eloko hast, obongisaki na im Namen 2021, Jesus, du wirst das Doppelte kriegen. na kombo na Yesu ozwa lisusu ya double koleka. Na kombo na Yesu uzasu double koleka. Na Yesu Christus doppelte. Tana opambola bilongo yamba mapamboli yango. Na kombo na Yesu uzasu double koleka. Oyambi yango 2020 eza 2022 te. 2021 ist nicht Ich wiederhole es immer 2022. ständig und ständig und ständig. Répétez yango kaka. Es kann regnen so lange wie es geht, aber die Sonne wird am Ende wieder scheinen. Mbula ekoki kobeta mais jour moko mpe moi ekoya. Könnt ihr mir folgen, meine Brüder und Schwestern? Ozo comprendre. Keiner ist geboren mit Leid und ist gestorben mit Leid. Mutu te abotama na pasi mpe akokufa na pasi. Er wird geboren vielleicht mit Leid, Mosusu okobotama na pasi aber zum Schluss wirst du wieder fröhlich sein. mais na ntango ya suka oza na esengo. Nichts ist für immer. Eloko te ekozala Deine éternellement. Trauer wird nicht für immer sein. Kolela na yo kozala éternellement te. Deine Freude wird nicht für immer sein. Joie na yo mpe ozala éternellement. Alles hat zu seiner Zeit. Nyonso eza na ntango na Aber yango. jetzt musst du dich entscheiden, wie benehme ich mich bei dieser Etappe. Mais sikoyo yo mutu fo pona ndenge nini nakose comporter na ba étape wana ya vie. Moto oyo alela te na mokili oyo azala te biso nyonso tolelaka. Niemand, der nicht weint auf dieser Welt, wir alle weinen. Mais 2022 Aber biso nyonso tokozwa oyo babotolaki biso. werden wir das kriegen, was man uns genommen hat. nazorepete lisusu 2022 tokozwa oyo nyonso babotolaki biso 2020 werden wir alles kriegen, oyo was nyonso uns genommen hat. torataki na Alles, was wir verpasst haben. 2022 tozozwa Im yango Jahr a double 2020 werden wir das doch ozoyamba mapamboli ozoyamba mapamboli empfangen. naza porte parole ya nzambe ozoyamba mapamboli. Wir gehen weiter. So continuer. Und dann merkt ihr, er hat alles wieder bekommen. Donc après étape wana azalaki kolela nzambe azongisela ye biloko nyonso. Hiob 42, Na Job chapitre 42 12 bis 17. na verset 12 à 17.
Ich will viel mit euch lesen, damit ihr seht, so, dass es nicht nur erfunden ist, dass alles biblisch ist. Mein Bruder Kevin bereit ist, kann er anfangen zu lesen. Nous lisons les Écritures de Dieu au nom de Jésus. Amen. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Verset 13. Il a eu 7 fils et 3 filles. 14. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Verset 16. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et le fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. La parole du Seigneur. Amen, Amen, Amen. Wo willst du mal Bobo? Wo willst du mal Bobo? Und jetzt nochmal ganz kurz auf Deutsch. Ich lese im Namen Jesus Christus. Der Herr segnete Hiob von jetzt an mehr als zuvor. Bald besaß er 14.000 Schafe und Ziegen, 6.000 Kamele, 1.000 Rindergespanne und 1.000 Esel. Er bekam auch wieder 7 Söhne und 3 Töchter. Die erste nannte er Jemima, die zweite Ketia und die dritte Keren Hapuch. Im ganzen Land gab es keine schöneren Frauen als Hiobs Töchter. Sie durften mit ihren Brüdern das Erbe teilen. Hiob lebte noch 140 Jahre, er sah Kinder und Enkel bis in die 4. Generation. Schließlich starb er im hohen Alter nach einem reichen und erfüllten Leben. Amen, 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 Amen. Da seht ihr, dass alles von Gott kommt. Alles kommt von Gott. Alles, was du verloren hast, du wirst es doppelt im Namen Jesus kriegen. Nichts ist bei Gott unmöglich. 2022 ab heute werden wir nur das Doppelte und das Schönere kriegen. Keiner hätte gedacht, dass wir so eine Zahl kriegen. Aber jetzt haben wir noch einen schöneren Zahl wie davor. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Auch wenn man dir hinterher gesagt haben, Orobalate. Auch wenn man dir gesagt hat, du wirst nicht heiraten. Du wirst einen noch schöneren Mann heiraten, als der das dir gesagt hat. Auch wenn die Ärzte dir sagen, du kriegst keine Kinder. Du wirst mehrere Kinder haben, dass sogar der Arzt wieder staunt. Auch wenn die sagen, hier in Deutschland hast du keine Chance. Aber sei dir sicher, sobald du deinen Fuß hier in Deutschland getan hast, bist du gesegnet im Namen Jesus Christus. Gott lässt dich niemals diese weite Reise herkommen, damit du wieder zurückgehst. Halleluja. Amen, amen. Wenn du in diese Kirche betreten hast, bist du schon automatisch gesegnet. Weil das hier ist eine gesegnete Kirche. Sobald du deinen Fuß in diesen Raum gesetzt hast, bist du schon gesegnet. In 1. Korinth 29, 12, 14, da sieht man alles, das ganze Gold, Silber, alles ist von Gott. Alles, was wir haben wollen, das kommt von Gott. Zamba Pesara. Gott gibt. Aber er lässt auch zu, dass die Schlechtes wiederfallen. Ich wiederhole nochmal. Er lässt den Teufel alles machen. Aber er hat immer noch eine Sache, was er für sich behält. Warte, wie geht dieser Spruch? Das sagen die Leute von der Welt. Aber Munganga Sole sei Abisso. Munganga Sole sei Abisso. Ata bazo botlo nyonso. Menzama zana toujours un secret moko to mi balo azotika pona yemoko. Yamba mapamboli yango. Yama yango. A partir sikoyo.
Tozo prier. Ab jetzt werden wir beten, Nzambe. Gott, Aba nosala sikoyo. dass Gott jetzt anfängt zu handeln. Muta yebi ba problème wa za nango. Jeder kennt seine eigenen Probleme, die er hat. Oya monike yemo azana makokite. Derjenige, der denkt, dass er nicht kann, Amonike die Kraft asuki. nicht hat, dass er am Ende ist. Aya liboso.